An lo zu dir, Jerome. Vielleicht mal etwas über dein Night-Videospiel. Merci Astrid für d'Invitation hai an Sendung Riech daraus op Apart TV. Schöne Bonjour auch und Simon. Also mein Night-Videospiel heescht de Pity hëlleft Dir. An schon dat Spiel mat dem Programm bitsi.org entwickelt. D'Spiel ass gratis an et fënde net op der Internetseite pity.exercice.lu. Am Spiel steiert den eng kleng Figur. Das Figur heescht Pity. Am Mann Pity geht den dann zum Beispiel auf verschiedene Häuser oder op de Glassi oder op de Knödler. Du sind da Leid, an denen muss de Pity hëllefen. Wann hier en enger Person geholfen wird, kriegt hier eng Belohnung. An wann de Pity alt Belohnungen angesammelt wird, dann ist das Spiel fertig. Aber wie hilft de Pity dann denen Leid? Ma ja, wenn zum Beispiel eng Person etwas zu trinken hat, da geht de Pity hier eng Flasch Wasser sichern. Eng einer Person hat vielleicht gerne ein grumpere Kichelchen, also geht de Pity op d'Schöbe vor, Glassi, käft do ein grumpere Kichelchen. Also weiter, also führen. Und zählt de Pity dann noch Witzer am Spiel? Ja, selbstverständlich. Am Spiel sind bald 40 Witzer dran. Wenn de Pity wieder die richtig köcht könnt, dann erzählt den auch Witz. Und das hast du alles selber programmiert? Ja, wie gesagt, mit bitsi.org, das ist ein Gratisprogramm am Internet, mit dem kann ich minimalistische Spiele entwickeln, ohne selber viel müssen zu programmieren. Es geht dabei hauptsächlich um Dialoge zwischen den Figuren am Spiel. Schöne komplexe Grafiken oder Animationen sind mit Bitsi leider nicht möglich. Das Spiel erinnert vom Look hier dann noch echt an Spieler aus den 70er Jahren, zum Beispiel auf Frogger, Pitfall oder Hero, die in daheim auf der Atari-Konsole spielen kann. Und natürlich auch Spieler vom Commodore 64 aus den 80er Jahren. Ich denke heute zum Beispiel an Murder on the Mississippi, Little Computer People oder Manic Miner. Mein Spiel könnt ihr auch grafisch ausbauen, zum Beispiel mit Unity. Falls du draußen das interessieren, dann kann ihr mich gerne kontaktieren. Gibt da viele Videospiele auf Lützeburg? Nicht, dass ich weiß. Aber kann ich mir gerne Spieler mit lützeburgischen Texten schicken, dann mache ich Reklam dafür an meine Klasse. Das ist mein 5. Spiel. Ich habe für schon das Comboling entwickelt. Duno Chase op de Fehler, Rot Ming Zuel, dem Jerome sein Haus, an eben lo de Pity hëlleft dir. Et ginn aber auch immer méi Lützebäuer, die Videospieler entwickeln, zum Beispiel das Spiel Furz fir Melusine. Auch an eise Medien gëtt immer méi iwwer Videospieler geschwart, zum Beispiel am Teleekran oder an der Revue. Et deet sech also etwas. Schaffst du dann noch ein andere Projekt? Ich gehe Lützeburgisch Kuren an do danirft entwickeln ich nach all Woche ein neues Online-Kreuzworträtsel an ein neues Sprachespiel für rtl.lu. An meiner Freizeit schaffen ich noch 3 Internetseiten exercice.lu, grammaire.lu und satz.lu. Ein schönes Bonjour von hier aus auch und all die Leute, die mir dabei helfen. Merci Jerome für deine Erklärungen. Ich wünsche dir weiter viel Succès mit deinen Projekten. So honoriere da draußen. Merci für das Nachgucken. Und gehen ihr Rendezvous für eine nächste Sendung. Riech raus. Dann nächst zusammen mit Simon Beisel. Au revoir. Adi.